So, irgendwie war das Internet weg. Wir haben jetzt nicht so viel verpasst. Ich weiß jetzt nicht so genau, warum das weg war. Ähm, aber jetzt scheint es wieder zu gehen. Äh, jo, keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Aber ihr habt jetzt nicht viel verpasst. Ich glaube, ich habe den Taurus-Dämon oder wie der, also keine Ahnung, wie der heißt, hier auf der Brücke den habe ich gemacht. Und dann habe ich nur aufgelevelt und jetzt gehen wir zum Havel. War doch einer. Ich habe hier wieder keine Ahnung, warum das Internet weg war. Also sagen wir mal, ich habe dann den Router neu gestartet. Dann hat es erst schon wieder geklappt. Aber also ich habe jetzt halt keine Ahnung, warum der quasi ausfällt. Wäre zu warm gewesen. So, wenn ich jetzt normalerweise das Brandbombe, also das brennende Fass, das ist hier durchgerollt, von daher weg. So, jetzt geht's zum Havelinho. Ja, noch 5 Fläschchen, das ist natürlich nicht viel. Ist halt die Frage, ob man dort besser hingeht, wenn man die Steinrüstung am Start hätte. Gefühlt mache ich jetzt mit dem Teil nicht so richtig viel Schade, ne? Da mache ich mit dem, also ohne Scheiße, ich da mit dem Trageschwert mache ich aber schon mehr Schade. Guck mal, jetzt hat er ja gar nicht das Schild auf dem Rücken gehabt. Der hätte ich eigentlich nur so viel mehr Schade machen, als wenn ich sonst immer durchs Schild durchschlagen. Da mache ich aber mit dem Dracheschwert mir nicht schon mehr Schade als 66. Ich weiß es auch tatsächlich jetzt nicht hundertprozentig. Ich kann mich noch daran erinnern, da ich mit der Axt gemacht habe und habe gedacht, das gibt's hier nicht, das dauert hier 30.000 Jahre. Und als ich dann mal mit dem Dracheschwert gemacht habe, so war die Geschichte dann deutlich schneller zu Ende.
kommt halt vielleicht auch einfach ein bisschen drauf an, was für Schade der halt anfälliger ist, ne? Wenn ich so drüber nachdenke, ne? Das Stone wäre hier vielleicht sogar irgendwie der sinnvollere Weg. Da musste ich gar nicht so richtig an dem Black Knight vorbei, oder? Egal. Jetzt geht's zurück. Ich würde sagen, wir holen uns das Drache-Schwert trotzdem, oder? Nee. Oh, der du hing da war in der Luft, ne? Weil man weiß ja nicht, vielleicht kann man sie doch irgendwann mal gebrauchen, ne? Obwohl eigentlich möchte ich mit dem Schwert... Nee, warte mal. Ich mache mit dem Schwert jetzt, glaube ich, noch nicht mehr Schade. Weil, obwohl... Ich glaube, ich habe 80 Base oder so. Nein, ich wollte es doch gar nicht ablehnen. Ich wollte doch hier die andere Anzeige haben. Ja, ich mache nämlich 80 plus 19, also 99, das sind 87, ne? Und mit dem Drache-Schwert mache ich 200 Schade. Das ändert sich jetzt dann natürlich, wenn ich erstens dieses Schwert hier auflevele. Und zweitens muss man natürlich noch dazu sagen, das skaliert jo mit Stärke und Beweglichkeit und das Drache-Schwert skaliert mit gar nichts. Das heißt, jedes Level, das ich da reinstecke, wäre ich hier automatisch auch besser. Das ist hier im Drache-Schwert nämlich nicht so, ne? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, wie viel braucht der dann? Da brauche ich wenigstens fast bei so viel wie im Kurzbogen. Sind wir schon bei 14 oder 15. Im Kurzbogen brauche ich 21 oder so. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich da ein paar mehr insparen kann. Ja, jetzt mischt das halt auch langsam, jetzt noch nicht bald so viele Pfeile wie im Kurzbogen. Das kann ja wohl nicht sein. So. Den habe ich nämlich gedacht. Ich wollte gerade mal gucken, ob Drache jetzt direkt wieder dort oben hingeht oder ob ich jetzt nicht vielleicht in dem Moment, dass eine die Claymore hole gehen kann. Aber
kann die Claymore in dem Moment nicht holen gehen. Warte, jetzt habe ich Leute hier, du. Umso besser. Ach, Kollege, mit dir habe ich nicht mehr gerechnet. Was suchst du dann da unter der Brücke rumlungere, wie so Penner, ey? Warte mal. Gehen wir nicht. Dann müssen wir das so machen. Ja, der Nordwestwand, der wird schon eklig. Das finde ich jetzt schon. Wir sind halt am Anfang schon so zwei Stellen, die sind halt vielleicht ein bisschen knapp. Und dann kann ich klickern bei denen oder kann ich halt Pechon bei denen. Kommst du dann her? Ich warte als bis der andere Knilch da angezappt kommt. So. Und auf einmal kommt der einer von Wünschspur angerannt, ey, als gäbe es keine mehr. So ist keiner mehr, ne? Das ist an der Stelle echt vielleicht gar nicht so dumm, wenn man nicht anvisiert. Weil, ach, wo kommt der dann jetzt her? Weil durch das Anvisieren, gerade wenn du auf der Brick bist, tut der auf einmal den Fokus auf irgendeinen von denen da unten ändere. Und dann kann das auch ruckzuck in die Box gehen, ne? Nein! Die Maus war doch jetzt über den Todesschädel. Warum tut er dann jetzt das Estos Flakon aus, also entferne aus der Ausrüstung? Konnte mir doch nicht irgendwas aufheben? Ne, ich glaube manchmal hast du geklickt, dass du irgendwie das hätte Helm oder was rumkriegst. Stark. So, jetzt werde ohne erstmal alles geklärt.
geklärt. So, oben mischt eigentlich auch. Hier ist noch der Lohne. Warte mit. Heimschlüssel, wo man natürlich wieder nicht weiß, wo der dazu passt. Also wir brauchen 4000 Seele, um das Schwert hier aufzurüsten. Das müssten wir eigentlich hinbekommen. So. Du ist nichts mehr. So, jetzt kommt der kann schön hochkommen. Boom! Einfach geil, wenn das funktioniert. Sag's wie es ist. So. Jetzt tun wir da unten die Holzkette noch machen. Dann gehen wir zum Entree. Ich würde jetzt gerne die 4000 auf die Bank machen, einfach, dass wir sie quasi aufheben können für gleich. Entfachen. Ausfüllung umkehren. Entfachen. Und ich glaube, normal entfachen können wir es aktuell gar nicht. Nee. So, jetzt gucken wir, dass wir das Funkeltier nicht an den Start kriegen. So, Schild hoch. Kommt die gleich der eine Baum angeprägt. Ich meine, da sind jetzt keine schwere Gegner, ne? Aber wenn man jetzt mal bedenkt, wie viele Schläge ich für so eine brauche, könnte er ja schon ein bisschen mehr als 100 Seele geben.
Ja, da unten ist es dunkel, die der mitten in der Ecke. Das brauchen wir, das ist wichtig. Das ist wichtig. Jetzt können wir nämlich das Schwert aufleveln. Ich meine 2000 kostet das. Hoffentlich kostet es jetzt nicht 4000. Das wäre halt scheiße. Aber das wäre jetzt auch nicht ausgerechnet. Ich habe halt jetzt irgendwie 2000 im Kopf. Aber ich weiß es halt tatsächlich nicht so hundertprozentig. So. Anträge. Waffe verstärken. So, stoppen wir. Kleine Scherbe. Was kostet die? 800. Haben wir irgendwie... ja, babbel nicht so viel jetzt. Ich will ins Menü rein. Haben wir noch irgendwie Seele-Picture am Start? Ich glaube, wir haben alles aus. Das sind nur 200, glaube ich. Ne? 400. Ja, jetzt können wir uns zwar kleine Scherben holen, aber wir kennen uns dann können es dann aber nie in ein Level investieren. Ne? Gut, dann gehen wir jetzt dorthin, holen uns die nächste Fürstenseele, rüste auf und so weiter und so fort. Und dann können wir immer noch mal zum Antrieb gehen. Ah, da ist doch eine kleine Scherbe. Können wir ja direkt den Bogen nochmal aufrüsten, oder? Waffe verstärken. Langbogen plus 2. Bräuchte mal als nächstes 2 kleine Scherben. So, da holen wir uns jetzt die nächste Fürstenseele. Die Hellebarde holen wir uns. Dann kriegen wir auch ein paar Seelen noch. Wir gucken mal, wie es dann weitergeht. Bei der Gelegenheit kann es erstmal zu mir geschlappt kommen. Hat jetzt schon lange gebraucht, hier um die Ecke zu kommen. Müssen wir jetzt erst die grünen Leisten einmal auffüllen. Easy. Noch eine kleine Scherbe. Das war aber nur eine, ne? Es war jetzt nicht zufällig 2.
Dass ich du aber auch nicht gehen kann. Der macht, glaube ich, immer 2 Stück, ne? Und dann tut er wieder Päuschen machen. 3 Stück. Und dann macht der Päuschen. Drei. So, jetzt müssen wir mal aufpassen, ob die jetzt wieder alle gerade runtergerannt kommen. Mit Mann und Maus. Dann rennen wir nämlich schnell zum Feuer, zum Lagerfeuer und hocken uns an. Wenn sie da in den Gang kommen, kann man ja auch. Oh. So, jetzt machen wir die hier nämlich noch. Wo kommt dann der Anna jetzt her? Das ist also Notzügler von denen oben oder was? Scheibendreck da. Hoffentlich ist der eine schneller, der Kleine. Ja, der du ist schnell. Ja, der kann auf mir aus Fahrt hängen bleiben. Bis zum St. Nimmerleins da. Wow. Das wäre es aber. Ey! Macht der so viel Schade? Wo kam dann der kleine Hutzegrutze jetzt her? Warum ist dann der nicht mit seinen ganzen Kollegen gekommen? Och, halt lasst aber auch nicht, ey. Dann jetzt hier. Ja. Also, wahrscheinlich ist es halt am besten, wenn du jetzt irgendwo angehst, machst das so. Kommen die jetzt trotzdem wieder alle 3 auf Amo? Ja, wenn jetzt nur die 2 käme, das wird hier noch gehen.
So. Dann kann man jetzt nämlich den letzten hier machen. Da haben wir ohne den Kollegen am Tor. Kellerschlüssel. Abkürzung. Kann man sich zumindest nur noch die helle Bade holen. Ich würde sagen, wir tun auf jeden Fall aber noch jetzt die Fürstenseele ausgeben, damit wir noch mehr Regenerationspower in unsere Fläche haben. Und gleichzeitig der Shortcut hier noch freigeschaltet ist. Und dann machen wir die Gargoyles. Könnte man hier ja eigentlich, wenn wir schon hier sind, noch was in die Vitalität drin haue. Ach so, ist wahrscheinlich gar nicht so dumm jetzt. Gut, man mischt sich halt dann ein bisschen entscheiden, was man macht, ne? Weil, wenn man nämlich ganz normal auf unser Claymore gehe am Ende des Tages, dann bräuchte man natürlich hier der Ansteh noch zum Aufleveln. Wenn man das nicht macht, dann kennt man den Killer, dann könnte man sich halt 20.000 Rune sparen. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, was du beste ist. André am Leben oder so, oder nicht? Das ist jetzt halt die Frage. Hey, ich komm der nicht bei und dann, wo der da angestürmt kommt, wieso kloppt der? Gucken wir jetzt erstmal da hin. Und dann gucken wir mal hier, dass wir den noch wegmachen. Weil wenn dann da oben dieser Goldritter ist, da was ich jetzt nicht so genau weiß, dann könnte man sich nämlich überlegen,
dass man sich von dem auch noch nämlich auch noch den Ring holt und den anzieht vielleicht. Ich weiß halt nicht mehr so hundertprozentig, wie das war, wo der dann tatsächlich getriggert wird. Das Kind halt hier irgendwo hin. Schild raushole, ja genau. Oh, then ja, keine Ahnung, das wird jetzt schon. Und dann gehen wir jetzt noch mal runter ans Leuchtfeuer, dann könnte man den stehenden Ring ausrüsten, der gibt uns hier irgendwie noch mal ein paar Level in Vitalität und so Gedöns. Keine Ahnung in was, aber auf jeden Fall in verschiedene Werte oder Statuseffekte oder keine Ahnung, gibt's da auf jeden Fall was. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der schon direkt dort unten hockt oder ob man sich schon dann vorher ans Leuchtfeuer platzieren muss. Ja, ist doch geil. I'm great. With that. Well, what have we here? So, und hier kann man dann, glaube ich, raustappen. Und fortfahre. Und dann müsste eigentlich dem sei Ringelte hier liegen. So, und dann könnte man den hier eigentlich ausrüsten. Und dann könnte man eigentlich zu den Gargoyles gehen. Die altbekannte Sollbruchstelle in dem Rand für mich. Was? Wir haben uns doch eigentlich gar nicht ans Feuer gehockt. Du darfst doch jetzt gar keine Gegner Dosen. Achso, wir sind aber rausgetappt und wieder rein, gell? Aber schon assi, welche? Mein Fläschelcher wäre jetzt ja auch nicht aufgefüllt, ne? Ja, ich will gar nicht wissen, wo es hängen bleibt.
ist halt ganz gut, ne? Wenn sie halt wirklich tot sind, dann scheinen die anderen nicht getriggert zu werden. Aber wenn man jetzt nur ins Bay oder so rinschieße, wird nichts bringen, ne? Das alle denke. So, du probieren wir gleich Menschlichkeit, dann haben wir wieder volle Energie. Wie war das? Volle Energie und fertig ist die Remrod-Kampfinfanterie oder so. So. Wir haben da jetzt 96 plus 96. Also sagen wir mal 192 oder so. Und da kommen noch die 9 drauf. Dann sind wir bei 201, 223 oder so. Schon mal mehr als hier mit dem 200er, ne? Ist halt trotzdem so ein bisschen die Frage, ob man jetzt, wenn man hier noch Blitzschade drauf macht, wie viel das dann tatsächlich ausmacht, ne? Ich weiß es nicht. Hatte mir irgendwie taktikmäßig, ich glaube, mir hatte trotzdem Achmo so schwarze Feuerbombe ausgerüstet. Jetzt gehe ich mal hier raus und dann probiere ich mal ein Safe Game anzulegen. In der Hoffnung, dass das ausnahmsweise jetzt noch mal funktioniert. Und nicht wieder alles zerstört. Also theoretisch so, hier wäre ja dann, ne? Ich meine, man kann das auch nur mal ausprobieren so. Easy, easy, ist ja gar kein Problem. Bis ich morgen da, ne, nicht morgen, am Montag da so richtig schön auf die Fresse krieg von denen. Das ist aber eben auch wirklich alles richtig geil gelaufen, ne? Die Feuerbombe getroffen, dann hier schön beidhändiges Schwert genommen, ordentlich Schadering geballert und alles und so und was weiß ich, war einfach geil jetzt gerade. Dann war der andere zwar schon da konnte ich dann noch 2 Schläge machen, da konnte ich aus Versehen den Schwanz abgeschlagen, da war er getriggert, da konnte ich noch einen Schlag hinterher setzen, dann war er tot und alles, ja. Geil.
Ich weiß gar nicht, für was habe ich denn jetzt eigentlich das Kleckchen da gebimmelt? Geht dir dann irgendwas auf? Bist du nicht auch irgendwo so einer, der da rumlungert? Ja, du. Green Team, Gegenstand kaufen, was hat denn der im Angebot? Heimgag noch, da habe ich ja eigentlich noch ein paar. Talisman, Braumert Ring. Ja, aber ich gebe jetzt keine 50.000 für so dabische Ringe aus, ich glaube, es hackt. Ja, müssen wir mit unserem Geld ein bisschen haushalten. Wenn wir dann wirklich das Wappe kave. Aber welche, mir fehlen jetzt quasi noch 7.000 Seele. Die kriege ich ja jetzt so auf Anhieb nirgends her. Du. Ich meine, klar, ich kann da jetzt so von denen da kann ich noch mal, kann ich jetzt gerade noch L2 machen, weil ich auf dem Weg liege. Aber da kriege ich ja unterm Strich, keine Ahnung, nicht nur 1000. Und mir fehlen halt noch 5000, ne? Der kriege ich 200. Da unten sind noch 3 Stück von der Satt. Kriege ich vielleicht auch noch mal 600, wenn du klickst. Und das ist schon, weiß ich nicht, eher unwahrscheinlich. Ach so, shit, die lebe ich jetzt auch wieder. Dann hauen wir lieber ab. Weil das ist mir jetzt doch ein bisschen viel auf Anhieb. Also auf Emo. Ja gut, es sei denn halt, die tun sich ein bisschen in Reihenglied anstelle. Dann ist das was anderes. Hat der eine Schlag von mir doch gereicht, um den umzubringen? Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber es sieht so aus. Klar, wenn die jetzt ohne den Titanit-Dämon klatscht, ne? Ich weiß nicht, wie viel der bringt bestimmt auch 2.000, 3.000. Aber du bin ich halt noch ein bisschen schwach auf der Brust davor. Also du machst zu wenig Schade dafür und du bräuchst halt eine geile Keule oder so. Ich habe halt aktuell jetzt tatsächlich wenig im Angebot, ne? Ich habe, glaube ich, ich habe irgendwo noch so Seelepäckchen gesammelt, aber das ist ja, sagen wir mal, ja, selbst wenn das 200, selbst wenn es 1000 geht, fehlt immer noch 5000. Ne? Wäre halt tatsächlich am einfachsten. Die Pfeile haben wir noch am Start. Wäre halt tatsächlich am einfachsten, wenn man den Ember umbringen würde. Aber dann kann ich halt die Schwerter dort nämlich leveln. Was waren das für Bossgegner im Keller?
Wenn wir uns da hinhocken, dann kommen wir mit dem Heimkehrknorrio schon mal hier hin. Ist jetzt der normale Weg, ist mir glaube ich am liebsten. Ah, da kommen wir ja 800. Ne, wenn wir den normalen Weg gehen und auch nicht die Abkürzung, dann müssten wir ja eigentlich über von der Kellertür rauskommen. Nein. Nicht, dass die uns irgendwie von Himmel nur in den Arsch beißt. Ja, wir müssen halt, wir dürfen nicht schnell machen wollen, wir müssen einfach irgendwie sagen, clever gehen. Also so, dass wir möglichst safe dorthin kommen, wo wir hin wollen. Jetzt wir warten hier mal, ob die so hinterhergelaufen kommen. Kommst du dann her? Denkst an nichts Böses, drehst dich um. Ist ja der Kollege am Start. Wobei, man muss halt einfach sagen, ich habe jetzt keinen Bock, wieder hier über die Brick drüber zu gehen und so weiter und so fort. Wenn ich da hingehe, dann komme ich quasi da raus, wo ich eben auch war. Aber ich will ja eigentlich hier hoch. Das nicht. So. Ach so, warte. Warum laufe ich denn da eigentlich hoch? Eigentlich wollte ich hier über die Tür aufmachen. Ah, hier geht's jetzt, glaube ich, zum... Hier geht's jetzt, glaube ich, gar nicht ohne Unne, wo ich eben eigentlich gedacht habe, sondern hier geht's jetzt zu dem Hinterhofgangster, ne? Na gut, wenn nicht, da kann man ja da mal durchgehen, quasi. Ich glaube, das hier ist Shortcut-mäßig, ne? So. Aufpassen, dass wir nicht abgegangen haben.
Jo, das ist vielleicht dann, wenn man nämlich hier rumgeht, dann kommen wir auch unterm Strich an unter 20.000 Ecke, die man brauche. Gerade noch ein dritter Hund, so. So, dort hinten gab es quasi nur Menschlichkeit, aber wir sammeln die trotzdem auch in, weil wenn wir der Anne ohne wieder 30 Menschlichkeiten Rage schlagen, dann brauchen wir jede Menschlichkeit, die wir finden. Ne? Auf Emo, das ist aber halt schon halt auch was, ne? So. Jetzt kommt aber eine dumme Stelle, eine wirklich richtig dumme Stelle, mit denen eine ganz komische Assassine so, die mir da von hinten ins Kreuz hupse. Mit ihrer scheiß Messer und mit ihrem Parry und dem ganzen Scheiß. Atmung, du sagst. Kettebrecher. Okay, schon jetzt klar. Panzerbrecher ohne Kettebrecher. Halt die Frage, ne? Was bringt mehr? Oder so ein Panzerbrecher oder Kettebrecher? Kommt du ab, welche jetzt? Ausgerufen. Oder ist du zu benarrt? Ja, ist klar, Blutverlust am Arsch. Ich würde halt gerne noch mal was saugen. War jetzt wieder deutsch enger, als ich mir das gewünscht habe, wenn ich ehrlich bin. So. Ja, hier gibt's nichts zu holen. Oder? Da war da jetzt eben Item. Was, wo kommt der dann jetzt her? So, jetzt machen wir hier den Abgang. Na gut, sagen wir so, wenn er da unten stehen bleibt, stirbt er jetzt.
Sehr schön. So, hier hinten. War da noch irgendwas? Nee, ne? So kommen wir hier noch nicht drin. So müssen wir zuerst auch den Ziegepeter kaputt machen. Aber bevor wir den Ziegepeter kaputt machen können, wo kommt man hier nochmal raus? Wie war denn das? Hier gar nirgends und hier. Ah, ich weiß es. Hier bei dem Kollege. Ja. Also. Da sind halt Pfeile am Start, ne? Aber wir müssen jetzt ein bisschen haushalten mit unserem Geld. Beziehungsweise, wir können hier mal die Seele, die wir jetzt hier gefunden haben, droppen. Und gucken, wie viel das gibt. Ja, das fehlt halt noch immer 500. Wir müssen ja theoretisch zum André. Und dann gehen wir halt jetzt hier lang. So, dann gehen wir jetzt hier lang. Auf dem Weg sind noch 2, 3 Gegner, die wir platt machen können. Huch, normal ist doch du als einer gewesen, aber nicht. Dann haben wir jetzt erst mit denen weg, dass der uns keine Brandbombe überschmeißt. Dann machen wir da oben denen noch. Gut. So, bevor der uns von hinten was ins Reittier hat, machen wir den auch noch weg. Gut. Gute Habel haben wir ja. Wo sind wir denn eigentlich? Wo wollen wir eigentlich alle? Eigentlich wollen wir ja zum André. Das wäre ja eigentlich über den Feuerbandschrein am kürzesten, oder? Wenn du dir jetzt vorstellst, jetzt mal rein von der Sache her, wie viel Level du jetzt eigentlich machen könntest, wenn du einfach diese 20.000 Seele jetzt in Level investieren würdest. Ich guck gleich, wenn ich am Feuerbandschrein bin. Dann hocke ich mich mal. Dann hocke ich mich nur spaßeshalber ans Leuchtfeuer.
Oder wenn ich beim Antrieb bin, ist egal. Einfach dann Digimo. Dann sieh ich nämlich nur. Ey, jedes Mal dieses Auto anvisiere, ey, das geht mir so auf den Sack. Dann sieh ich erst nur, wie viel Level du machen kannst, theoretisch. Gucken wir, 17. Naja gut, 5 Level sind jetzt natürlich, ja, ist schon halt nicht schlecht, aber ist jetzt, eigentlich nicht die Welt. Muss man halt auch fairerweise sagen. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt den Schmetterling klatsche und den Ziegepeter, und dann sind wir jo wahrscheinlich auch schon ungefähr wieder, haben wir wahrscheinlich auch wieder an die 20.000. Aber wir haben wenigstens dann die Steinrüstung am Start. Ja, also von daher. Wenn wir dann beim André sind und dann das Ding kaufen, dann können wir nur ein paar Pfeile kaufen. Well, you Gegenstand kaufen. Schlüssel, Asturias Wappen, Standardpfeil. don't get yourself killed. So, dann gehen wir hier durch. So. Ich glaube, das müsste mehr oder weniger gewesen sein. Oder kam hier noch irgendwas? Ne, es müsste... So, dann haben wir das Ding da auf. Und dann nehmen wir die Bälle in die Hand. So, dann steht
Kätzchen. Is it that much of So. Und jetzt greifen uns die Kollegen nicht mehr an. Das bedeutet, wir können jetzt in Ruhe die Steinrüstung holen gehen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier war irgendwo auch noch so unsichtbarer Ninja, den wir jetzt hier an der Stelle ganz gut eigentlich runterkicken können. Ich weiß halt nicht so genau, wo der ist. Da drüben nämlich noch ein ganz geiler Ring. Ja, aber wie gesagt, ich weiß halt nicht so genau, wo der ist. Und von daher lassen wir das. So. Jetzt haben wir auch die Steinrüstung am Start. Und dann würde ich sagen, du mehr am Montag in den No Death Run starte. Und das hier wäre jetzt übrigens so die, also sagen wir so weit würde ich dann vielleicht ungefähr auch gerne am Montag kommen, so 2 Stunden, so. Also ich mache hier normal nicht immer, also selten länger als 2 Stunden Stream, aber man muss natürlich sagen, je länger du spielst, dann du lässt halt irgendwann die Konzentration auch nur, ne? Also von daher ist das, glaube ich, schon gar nicht so verkehrt, wenn man das quasi so in 2 Stunden Sessions danach irgendwie macht. Oder auch vielleicht nur eine Stunde einfach nur noch mal Pause inlädt oder so, ne? Gut, gut, gut. Ich bin gespannt am Montag. Also am Montag, 18 Uhr, startet der No Death Run, der höchstoffizielle. Und dann schauen wir mal, ob es für 5 Punkte Andreas wird oder nicht. Gut, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ein schöner Sonntag. Soll die morgen noch gut warm werden, aber die nächste Woche soll es noch ein bisschen abkühlen. Von daher startet dann auch schön in die neue Woche. Und wir sehen uns am Montagabend zu einem schnellen Tod. Oder auch nicht. Bis denne. Ciao.